Welkom til klas nummer 10. En nu wil we van strofen reden. Wat ons niet het schijnste jet, maar dat is wichtig. Sehr empfindliche Thema. Een empfindelijk thema. Wenn's Elren fallen, so sehr verschieden über das. Wir haben uns geredet, was ich glaube, Strofen wie verhopparig. Ging haben es nicht gestruft. Dann haben wir mit anderen Wort, weil je weniger Strofe sastig have. Dat is een andere tijd. En dat kan van herkomen, dat is het leven ging maar niet gestroefd. Dat kan van herkomen dat eind erst zou zij gestroefd worden. Arach, wat was dat nou? Dat is veel te zeggen. Dat kan beides van daher komen. Zie, wanneer ik zo'n opdrachting heb en mij bloos veel te hard behandeld wordt, dan kan ik either zeggen, oké, mijn dingen wil ik never strofen, of dit is voor mij normaal en dit is wat ik mijn dingen ook doe. Zo kan in beide zijden zijn. Maar wat is de weg? We willen niet in dit zijde groeven zijn, ook niet in dit zijde. Wat is de weg? Wat is de biblische weg van dingen strofen? Wat meint de Bibel? Wir sagen, für jeder Mil von Weich auf 2 Mil Gruven. Wir haben gewöhnlich haben am Bedside Weichen Gruven. So wenn wir 1 Mil Weich haben, dann haben wir 2 Mil Gruven. Wenn es am Bedside ist 1 Mil Gruven. Und so, dort ist vielleicht kein mit Strofen auch. Wir können so leicht im Gruven sein. Das noch so viel Gelegenheit im Gruven zu sein, als am Weich. So, wir müssen dann sehr aufpassen, dass wir am Weich bleiben. Und so waren wir ein paar Schriftversen lesen. Sprecher 22, Vers 15 sagt, ein Kind hat eine anbahnende Natur, aber der Belehrungsstark wird dort uit am Rüt driven. So ein Kind für selbst hat eine anbahnende Natur. Und so, das ist an so abgeht, als Elren entstrufen. Und spreche, redet von einem Stock. Für mich ist dort ein bisschen ein Stock, das ist nicht biblisch. Ja, das ist biblisch, aber ich glaube, kijk so an, wat week het is beter dat het schrinkt als een stok, right? Aber das meint vielleicht auch ein Stock, was immer auf einer ist. Der nächste Vers, Sprecher 23, Vers 13 und 14. Wer die nicht ein Kind zu belehren, der wird davon nicht sterben. Ein Kind belehren, der wird davon nicht sterben. Wenn du ihn mit dem Stock strufst, struft ihm mit dem Stock in Rade Seil vom Tod. So, wenn wir ein Kind nicht belehren, in andere Weise, dann verursacht wie dort in seine Seele stirbt. Das meint so viel, der wird vielleicht in Sinnen leben, oder was immer, like ein schlechtes Leben, und dort merkt er, dass seine Seele stirbt, wenn der Körper auch lebendig ist. Der nächste Vers, Sprecher 29, Vers 15, der Stock in Vermutung bringt Weisheit. Aber ein Kind, das seinen eigenen Weg hat, hör ich nur das, ein Kind, das seinen eigenen Weg hat, wenn wir das nicht belehren, dann hat es seinen eigenen Weg, bringt seine Mutter zur Schande. Wow. Und das ist korrekt, dass es passiert. Und der nächste Vers, Epheser 6, Vers 4. Und die Futters versucht jene Kinder nicht, tragt die christlich ab und dort die im christlichen Sinn tragweisen. So, das ist der andere Seite, dass wir endlich wollen, Dalmerken können sein, oder geen andrehen, met zoals we behandeln. Wir sollen der am christlichen Weg abtragen. Und so, das sind so eine Dinge, wo wir ein bisschen nach der benannt kijken, was das alle meint. Und dann Hebräer 12, Vers 11 sagt, gestruft worden ist für uns, gerade wenn das passiert, nicht eine Freude. Aber treuer. So, und die Kinder sind auch traurig, wenn die gestruft werden. Nur Herr Ober bringt das für dich, die sich dadurch im Gouden geeift haben, eine scheine Ernte in Frieden und Gerechtigkeit. So, der biblische Weg von Kinder strofen meint, weil bringt dem die Kinder was lernen. Weil ist ein Geschenk von Gott. Hast du mal angedacht? Weil in uns Körper ist actually ein Geschenk. Wenn unsere Teen weiter hat, dann weit wieder viel zu fixen. Aber wenn die niemals wird weiter, dann wird wir das ganz lauten wegführen. Wir niemals anwenden, dass da fehlt was zu tun, right? So, weil ist ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat, dem uns wiesen, hier fehlt was zu fixen. Weil beim Kinder lernen, ist ein Geschenk, was die Kinder wiesen, hier fehlt was zu fixen. Und eben für uns als große Menschen, also ihr seht, wenn uns Körper was weiter, dort sagt uns an, da fehlt was zu tun, vielleicht einem Doktor vor, oder was immer das dann ist. Und dann kriegt die Kinder, wenn die dort nicht weiter, wenn wir die strufen.
wat wil dan een straf zijn? So, weil der ist ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat, was es zum Sehen ist. En so, wir waren nu 2 lessons van Strof reden. Deze en aan de nächste bed. En van daar waar we daar direct van Schach reden. En nächste Mal waar we daar checken no, wanneer Strof is goed voor wanneer doen wat een kind dat, niet? Nog veel verschillende strofen. Könnte ich sagen, eine Arend für was gesagt ist, nicht? Was die nächste Lesson, von der Dollar von wo schachten. En de biblische weg van Kinga Schachten is immer uit Leib. Niemals mit einem Euer. Wanneer ons dat ooit even kind, wat je doen heeft, dat zal ons dus een geroudet licht daar nu holstel. Nu is niet te strofen. Wanneer we omstier zijn en ons fertig en we komen aan een rood licht, dan hebben we stel. Wat we niet doen, dan hebben we grote schoenen aanrijden. Krijg zo van ons dat ooit even ons kind. Dan moet dat stel houden, wachten met. En stukjes grote schoenen aanrijden met daanstrofen. En wo wir ein halbes Stell van het rooddag? Wens wir haben het geleerd. Wir weten dat. Want we fahren van het rooddag, Jana, die heeft het recht gefahren en jaagt ons una. So. En krijg zo zal het zijn, wir sollen dat weten. Wir weten dat lang nicht alle, wir haben het gut geleerd. Aber wir sollen dat weten, wenn uns dat euert, dann wachen wir. Dann nicht strufen. Nu is nicht hier te strufen. Wenn du da bist, für was dein Kind gedaan hat, oder ja, die dat euert, dann nicht strufen. Dann wachen wir. Zie, dat kan zijn wie een kind niet stroef verveelt, even wanneer ons het ooit. En dat kan zijn dat een stroef veelt, maar dat veelt eenmaal stil te houden en te checken. We zeggen dat mijn kleine 5 jaar zit, wat wel me helpen met uitveen, en bij hem proeven uit te veen, dan pukst hij de basomstak mee hem gezegd, en voets me traf dat zo onverhaafs, dat me ooit dat, en ik denk zo, dit kind met stroef had hij moet leren ophossen. Wel, die moet leren ophossen, dat stemt. Aber den fehlt nicht so eine Strophe, als mir sich nu an mein Ohr so fehlt, dass den fehlt. So, einmal stillhalten und checken. Was hat das Kind getan? Wenn es so ist, wie den Strophe verfehlt, dann entsteht ein ehrlich Strophen, dann wollen wir Gott danken, dass uns das gewesen hat, dass hier Strophe fehlt, und dann nicht live Strophen. Wir haben einen großen Unterschied. En so, weil wir immer daran denken, dass wir dankbar ja, met een dankbaarheid hart wil we onze kinderen strofen. Niet uit woord, maar met een dankbaarheid hart. Hoe we eens dat is eind im Gouden. We leren eind, we leiden eind, we wijzen eind op een goede weg op. En dat is hoe we dat kan met een dankbaarheid hart doen. En zo doen we ons aanstrengen dat we dat leren, niet uit woord, niet dal, maar dankbaar. Leib wird niemals zu sehr strofen. Ein Kind soll niemals sterben krank werden, keinmal Schlimmsten hat, keinmal Knerkes brechen, keinmal Kinder wird beschädigen. Das soll bloß weiter, bloß schreien. Das alles wird zu der Weide sein. Bloß zum dem was lernen. Leib wird niemals zu sehr strofen. Aber Leib wird nicht zu wenig strofen. Wenn wir bloß so tun, dass es meist nicht mal weiter, dann verbessern wir unsere Kinder. Dan worden die lichten bloß dal en sluiten er hard touw. Dat moet toch streng. Ja, Tim kent mir een bijgeven dat je vielleicht daarbij wanneer dat een paar fijne Schläge kriegt, dat het fijn schrinkt, als wanneer die 10 of 20 zijn dat je goed sparen kan. Dat euert den lichter ab, so. Wanneer en wo zou strofen? Wanneer fehlt een act te nemen met ons kind. Op den ziel waar we gaan zijn. Sie, wenn wir noch an so Arbeit fahren, wie wir schaffen der hier weg, dann fahren wir hier bei einem großen Weg, dann fahren wir 30 Kilometer Jahrenweg, und da kommen wir bei ein rotes Licht, und da drehen wir rechts. Wir fahren da nicht gleich ut, wenn wir weiten, wo wir hin wollen. Mit unseren Kindern weit wie wir die hin wollen. Weil uns Ziel wir, die sollen biblisch leben, wenn die erst groß werden. Dann sollen die Bibel herangehen, sollen die Gott herangehen. So, wenn die klein sind, und die tun, was recht ist, die Bibel sagt, die Wahrheit reden. So, wenn unsere Kinder deuten, was die Wahrheit reden, dann führt wir gleich weg. Aber wenn die lehen, das geht gegen die Bibel, so da strufen wir. Da nehmen wir eine Akt mit das Kind. Wir haben ein Ziel, wo wir hin wollen. So struf ist es, wenn da fehlt eine Akt zu nehmen. Die nicht gleich die Hand, was wir die haben soll. Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, ein Ziel haben. Wir haben ein Ziel, wo wir hin wollen. Wir strufen nicht bloß nu verlammt es ab, nu euert mir das, was nicht passiert ist, und dann kriegt mein Kind der gehabt. So soll es nicht sein. Wir haben eine Ursache. Wenn wir ein Kind strufen, dann haben wir eine Ursache zu strufen. Das ist nicht bloß, wenn ich mir geäuert habe. Das ist, wenn das Kind fehlt, eine Akt zu nehmen. Da fehlt
in direction to changen. Maar wie die willen leren gehoorzaam zijn, dan zolang als die gehoorzaam zijn, dan hebben we mogelijk wegfahren. Aber sind die auch gehoorzaam, dan moet er Strof zijn. Wenn es dafür naar te nemen, die anders wat is als we gaan, is wie die gaan zal. En wanneer we dit beklein worden, dat je klarieren wat dat meint, wo we in de stroef krijgen, dat hij dat weet, dat ziel wat er is, dat wat den houden bij groot, dat hij dan beter wat God verstaan. Wanneer hij God het woord leest, er hiert, er wat immer, dat helpt den dat klarer is, dat hij beter weet wat dat meint, dat hij den terugwijzen, wo hij zal gaan, wo hij zal leven. Strof zal keinmal komen wenn we dal sind. Ook keinmal wenn we ons schämen met wat het kind gedaan heeft. Keinmal tim een kind verdom. En keinmal tim dat kind te schonden brengen. Dat zal zijn om dat terugwijzen. Het beste schafft het, wanneer we gaan met het kind allein in een stoel zijn, tim dat schachten. Dan is dat niet tim dat te schonden brengen. Dat is niet tim dat verdom. Dat is een liefde tussen mij en mijn kind. En wanneer het kind dat feilt, dat dit is een liefde van mom of van dad, dat hij mij stroef. Dan kan stroef, schach, even zo'n zijn wat een kind met de Elren zo toepingt, als met zes kleinem. So goed als mogelijk, wanneer het gaat, dan laat het de Elren zelf zijn wat het kind schachten. Dat jeft nog mal zijn, dat Kinder mal zijn van een paar maanden begraafd blijven, of irgend zo wat. Dan wird wie gesagt, heroden dat op Sonne steht te loten, wie je weten dat jane lied zijn, ganz sich mit Kind einig über wat Kinder abzutragen. Aber so gut als möglich, wenn das so ist, was de Elren selbst doen, dort bringt de Elren mit de Kinder taub. So ist mit zes Kindern. En stroef, schach, zal niet een kind beleidigen. Wanneer het kind beleidigt is, wanneer je dat gestroefd hebt, geschacht hebt, dan is het niet vorig. Dan is irgendwas nicht recht passiert, dan is het niet vorig. So een kind zal nu her niet beleidigd zijn, dat zal dan voll lui zijn en geknackt, wer maar het dan is, mama of papa. Aber wanneer dat vorig is met stroefen, dan is de reit hem aanvoelen en goed zijn en op beschut zetten, wat immer dan is niet. Dat is dan niet beleidigd. En nog een ding wat een kind leicht konnte schonden brengen, is wanneer zich uittragen met hem strofen. Dat wird wie gesagt, heroden leider nicht. Wenn er bloß schafft, dann nicht. Ich weiß, dass Jeff noch mal sein, dass noch ein dicker Pamper war oder was immer, dass das nicht feilt. Dann, dass einer wieder mit ihr auftragen, dass er das feilt oder so was. Das Jeff noch mal sein. Aber nicht in Kind schonden bringen. Dort ist die Strophe nicht. Na, das nächste Ding ist, das ganz beste schafft, das krieg hier. Das Pott hier hat Gott so gemerkt, dass das ist im Schachten nicht. Wenn das über dem Kopf ist oder über dem Regen oder irgendwas, wird das kann viel leichter beschädigen. Strof is, eerstens, om dat kind leren wat recht en aardig is. Dat is het eerste ding. Zie, een kind vanzelf weet wat recht is en wat aardig is. Wanneer we dat niet leren, vanzelf den eenvoudig wat we eerst lozen. Wat zei hij? Anbaan je natuur. Een kind heeft een aanbaan je natuur. So, wanneer we dat niet leren, dat weet wat recht en wat aardig is. Wanneer we dat eerst geleerd hebben, dan hebben we gezegd, dat is aardig. Dat is recht. Dan weet je dat. Vorher weet je dat goed. Dat die kinderen beklein, wanneer die kinderen geboren zijn, die zijn zo zelfsichtig als het worden kan. Dat is de geboren zijn. Dus ik, mij daar, ik wel, dat is mijn speelt, alles is ik in mij en ik in mij. So, dat is het eerste. Om dat kind leren wat recht en aardig is. De tweede wird wie Strof brengen, is om een kind zijn hart aanstellen. Sie, wenn wir da rebellisch fallen, oder Oja, oder irgendwas, was im Hort ist, was nicht anhört, Strof der im Hort anstellen. En het nächste is dat je wassen reinigen. Wanneer een kind is weet wat aardig is en dat het gedaan heeft, dan voelt hij zich verplicht, hij voelt zich schuldig. En zo stroeft hij dat je wassen reinmerken. Wanneer een kind dan niet stroef krijgt, dan is het gewassen schwingt, der fühlt sich schuldig. Und wenn Mama und Papa du dann nicht mehr tun, in was wordt dat gewarnt, dat het geries is en dat blijft doen. En dan wanneer het dort abwas, wie groot als krijg zo, dan is het dat niet wichtig, dat dat rein is. Well, krijg es bei uns grote Menschen, wenn wir nicht nur uns Gewissen horchen, wenn wir das bloß einmal tun, dann fühlen wir uns schuldig. Aber wenn wir das immer waren tun, dann wird das Gewissen stamp. Das wird uns über dem gleich mal erweitern lassen, right? Und krijg es für ein kleines Kind, wenn der ein verplaudert Gewissen hat, der weiß, was der hat aardig getan. Und wie der Tag lohnt, dann wird der in sein Gewissen stampen.
So da brauchen wir Strof, damit je Wasser einmal war reinigen, dass es schwab bleibt. So dann ist die Frau, wann mein Kind bekannt kommt, fehlt ihnen danach Strof? Hat was gedaan en fühlt sich schuldig en kan sorry sein. Dann ist unsere Aufgabe uit te vinden, wo wir in kan te sorry sein. Einmal nur ein Hort checken. Das haben wir hier am Anfang all Gott checkt einmal nur ans Hort. Und wenn uns Kind kommt bekannt für was er tut, dann werden wir checken, was sein Hort ist. Komt hij bekannt, wenn hij weet dat, wanneer jeder wordt aanwoorden, dan wordt hij schaak kriegen en hij wil niet schaak gaan. So hij wordt schwin komen bekannt. Is dat leid wat geworden is. Wenn ihm das wirklich von Horten leid ist, was er getan hat, dann fehlt uns nicht Strof. Dann haben wir Gelegenheit, den zu wiesen, wo Gott seine Vergebung schafft. Wenn es von wir nur Gott kommt und wir wirklich von uns, wenn uns das wirklich leid tut von Horten, dann sagt die Bibel, dann verjährt Gott uns. Dann ist doch nicht noch eine Strof ab dort. Jesus hat die Strof genommen, dann verjährt Gott uns dort. Und wenn uns Kind ist dort von Horten bekannt, du hast unsere Gelegenheit, das Kind dort zu wiesen, ich vergebe die dort. So hier war es, wie ich al sehen. Nicht ein Kind strofen doen als wat ik feil, aber doen als wat er fehlt. Wenn das Kind sein Hort fein angestellt ist und dann ist das wirklich leid, das was passiert, was er vielleicht nicht auf der Welt oder nicht angedacht hat oder was immer das ist nicht, dann werden wir den nicht noch so seichte Schonden merken, wenn es am ersten sein Hort ist reich. Den der dat also leid. Nach Strofen ist nicht unbedingt das Reichte zu tun. Aber das ja irgendwo so ein Kind, wo das gelehrt hat, dass wenn ich was sorry sein, dann will ich nicht Strof kriegen. Und wenn ich dort ist gelehrt habe, dann will ich bis einmal sorry sein, wenn es dir nicht Strof hat, weil dann kommt das nicht von Horten. Dann fehlt da noch Strof. Tim, dass das Kind der Arg nimmt, was er fehlt zu nehmen. Dann braucht er dort aus ein License, aus ein Permiso zum Frischgehen, was er nicht soll tun. Wenn er ich kann mit bloß kommen, das mir leid sein, wenn da nicht Strof ist, dann steht sein License, dass er frisch kann gehen, was dann. Dann ist die Frau mit Wort überstrufen. Die waren wahrscheinlich alle Janine und mit Haar. Mein Dad trug dann sein Beltritt. Und wir hatten einen einzigen Schlag, einen einzigen Dana Schlag, einen Weg, wo der Fan schränkt, was ich nicht noch mal verstehen. Die wussten gleich, wo die Hand geht. Aber wir haben eine Freundin, die mit einem Haltlepel dann. Und hier hat sich gesagt, das schafft auch Fan. Es ist really gut wichtig, mit Wort wie Strophen. Das sind zwei Dinge, die da wichtig sind. Eins ist, dass es nicht zu hart ist. Ein Haltlepel, glaube ich, schafft wir und das ist vielleicht ein bisschen breiten an das Klacks, das schränkt nicht. Aber wenn es nur ein Knappel wäre, dann können 2 Kilo wel wir nicht. Ja, wenn es ever darauf ankommt, dass ein Kind wird Schulden kriegen, dass er Schlemsen kriegen oder irgend sowas, dann ist das zu hart. Aber wenn er zu weg ist, dann verbessern wir unsere Kinder bloß. Wir merken die bloß da. Das muss nicht sein, was er schränkt, was er weitert. Aber auch bloß schränken und weiter. Nicht beschädigen. Das Wichtige ist, dass wir das Kind sein Hort haben und dass wir das merken beigeben. Und wenn wir nicht mehr weiten, als das Recht ist, was wir haben, dann an uns selbst proben. Ich finde, was er schränkt. Dann weten wir besser, was das ohne Kinder tut. Was er mit einem Kind gestraft? Well, da sind mehrere verschiedene Dinge, wie wir davon reden können. Das erste ist, was ist ein Kind? Das ist die erste Frau, ja. Ein kleines Kind er geraten. En laatst einmal reden wir auch von, wann wir glauben, wenn wir das recht tun, dann braucht ein großes Kind nicht gestraft. Wenn die erst 10 Jahre ist oder so, dann ist all nicht, soll all nicht viel gestraft werden, geschah, so will ich sagen. Straf kommt danach, aber geschah soll all nicht viel werden worden, bei 10 Jahren all nicht. En mensen vragen dan nog mal kraak, hoeveel heb je wie een kind? Wens we waren aan dat, wanneer het eerst 60 jaar, dat is ganz unbedingt aardig. Wel, we würden hostig sein, 2 Jahre Kind 2 haben, und 6 Jahre Kind 6 haben. Aber dat is nicht, dat het nu bloß kraak so macht. Dat is ein bisschen so, wie wir haben. Eine einfache, klare Erklärung für das, was dort ist, das wir schon sehen. Nicht mit deinen Worten strafen, live das Kind strafen, wenn du was trag wiesen. Und wenn du live das, dann weißt du, was das Straf fehlt, und du weißt, wann das Kind beigeft hat. Vielleicht hat das Kind auch beigeft, weil du hast angefangen zu schachten, weil du fällst aber danach so, dass mal fehlt ein paar haben. Dass die das fällt, right?
So het is goed. En wanneer je niet heeft bijgeeft, dan wens ik me dat we kunnen den zo schaken dat hij bijgeeft. Ik heb het beleefd, dan moet ik bijgeven. Dat irgendwo, ik mag dat niet, dat kent je bloß niet bij. Zo falls ik mir dat wenst, dat je bloß niet bij, die wordt meidenschleip aan, right? Dan vraagt einer sich, wat heb ik nu aardig gedaan, niet? Aber die beste weg is, wanneer we kunnen op zo'n weg schachten, een paar Fähne hebben, zodat het fijn schrinkt, dat het kind bijgeeft. Da hebben we hier een klein beetje wat maak nemen. We reden nu van Schach. En wanneer we bij een Jugendjahr aankomen, dan schaft Umstände gewöhnlich beter. Krijgt es wie, ik geloof, we reden daar laatst al van. Aber er zijn 2 Versen in de Bibel, wat dat sehr klar wiesen, wo wir grote Menschen onze Strof kriegen. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn, den er sind, tut, ist dood. In Galater 6, Vers 7 sagt, wat een mens zet, wat hij ook ernten. Wanneer we aardig doen, dan ernten we. En zo dat schaft voor Jugend veel beter, wanneer we ent aan de arnt geven. Veelmaal beleven ze de arnt zelfs, dan wel we ent de luten beleven en ent dat wiesen, dat dit is die arnt voor wat je gezegd hast. De entscheidung, wat je gemerkt hast, dit is die arnt. Maar dat jeft ook zo dat je niet een arnt krijgen daarop. Dan is het danach ons Elren ihre Verantwortung, door een arnt op te leiden. Wens die zijn nog in ons. Wie für uns, wir glauben unbedingt nicht, dass das eine gute Idee ist, eine Jugend zu schachten. Die sind, können wir sagen, zu alt, um danach zu schachten. Kleine Kinder mit geschacht werden, die wissen nicht, was eine Arend ist. Aber wenn die es verstehen können, dann fehlt der auch nicht Schach, dann fehlt eine Arend. Ja, so, wenn wir von Arend reden, dort wir dann so was sagen, als Schlittels wegnehmen, dass sie nicht vorhin können, oder Internet wegnehmen, dass sie nicht Internet haben, oder irgendeine Dinge aus dort, das schon viel mehr besser für Jugend. Aber das door danach, wie alt ist er? Wenn wir sagen, dass ein 11 Jahr schon wird, der verjährt Schlittels abzuriemen, und er von 40 geschafft, oder dass ein 17 Jahr schon wird, der verjährt seine Schlittels abzuriemen. Das ist ein Unterschied. Like ein 11 Jahr schon wird das noch nicht alle gelehrt haben, ein 17 Jahr schon haben, so du musst danach einen Unterschied gemerkt. Ich muss sagen, ich von Schlittels abriemen reden. Und ihr brauchst den zu lernen, der soll die Schlittels abriemen, dann wirst du immer strenger, das sollst du andenken. Wenn du es vor dich hast, dann riemst du die Schlittels ab. Und über dem, wenn du bloß nicht das, dann kommt das dazu, dass du eine Strof, eine Arend, something, was du dann abgeleitet, nicht? Den irgendwas, was den sehr schön geht, wegnehmen, das so eine Dinge ist da, nicht? Dass denen das wichtig wird, dass die wel lernen. Ja, so dat is wat sehr wichtig, dat we checken als dat al eine Ungewohnheit ist, oder als dat bloß groß anfängt. We können al beam, dat het anfängt, dann al wat ableiden, aber wenn het eerst eine Ungewohnheit ist, dann muss het maar eenmaal harder, um dat die Ungewohnheit ja te brengen, nicht? Ja, und das andere denke ich erst vielleicht hast du die in der Wacht geraubt und dat mein Fuß kam und Schlittels blieben allein. Dann twisten wieder, erst war los, aber dann hat das verjeten. Dann ist nicht die rechte Zeit, um dann zu strufen. So, dort sind so eine Dinge, wo wir noch checken. Was ist da passiert, dass wir ein Kind nicht verbessern mit Strufen. Wenn wir auch strufen, dort erst kriegen, wenn die, wir können vielleicht sagen, der ist wirklich nicht schuldig. Ja, der hat das allein gelassen, aber wirklich schuld, können wir da nicht sagen, Mensch. Ich glaube in den Fuß und ich sehe, Fuß, nu. Und so, da werden wir aufpassen, wo das passiert ist. Ja, da reden wir dann inzwischen von den Umständen, wo wir Jugend tun. Aber dann werden wir noch zurückchecken, wo wir ein Kind schachten. Wo soll er mit ein Kind geschacht? Well, wir reden von wo alt ist der, dort merkt ein großer Unterschied. Der zweite, was ein großer Unterschied merkt, ist, wo wir das ein haben. Dort merkt auch ein großer Unterschied. Und dort, wir würden gleich geprüft, lieber Sache haben zu geben, dass jeder haben feilt. Dann jeft er veel leichter bij als wanneer einer bloß so dat het fiets betapt ist. Und ich glaube, du auch war, der Unterschied ist, wenn du lebst ist, dann ist das nicht, existiert nicht. Dort ist all, es wird schier. So, wenn wir leben, dann geben wir ein Herr und ein kleines Zeit geben, den nächsten. Und ich glaube, dort hat viel mehr, viel größerer Verschlag an das Kind, dort was halt ist. Wenn so einträchtig dann jedenfalls dat de voet betapt, dan kan er überhaupt nicht mehr fallen. Oder vielleicht so eine Dinge nicht. Und das dritte Ding, was ein großer Unterschied merkt, ist, wo schlecht das ist, was das Kind getan hat.
Sie waren ein Kind, man einmal sich sehr euert und schrecht und mit den Füßen, es bis sehr doll. Woher ist dieser doll? Sie waren dann nur von mein Kind, über mich doll, als dass ich am nächsten Chocolates gebracht habe vom Stür. Das ist ein Ding. Das andere Ding ist, wenn mein Sehen das gesehen hat, dass ein anderes Kind hat sein Sesterke geschlagen. Und er dann doll wird, über ein Kind, und anfängt zu hassen. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Der Junge soll danach gelehrt, dass er ein Junge nicht, oder wer immer das Kind ist, was er getan hat, dass er nicht Hass hat. Like, das ist besser, wenn der Eltern das Kind tun, so das Kind viel danach zu lernen. Aber das andere Euer, das sind Euer, was er nicht soll sein. Das sind Euer im Hort, und besonders wenn es gegen die Eltern geht, da soll ein Respekt sein. So das sind zwei große verschiedene Dinge. Und da noch wieder an ein Kind strafen. Da noch, wo schlimm das, wo arg das ist, was er getan hat, nicht so? En waar, dat kind soll jeder mal begeven, nullen begeven, wann wir ein Kind trachten. Und das ist manchmal halbwegs gut zu feilen, wenn du das Kind auf deine Schultern ablegst und du die linke Hand auf seinen Regen, auf seinen Schultern ablegst und mit der rechten Hand hebst. Dann wirst du ziemlich sicher feilen hier, wenn er ist bejeft. Wenn er ist null, dann weißt du, das ist dein Teken, nu hab er bejeft. Ja. En wanneer je schaft, dan is het niet dol, niet beleidig. Dan is het schaftig. Dan wil die bij die zijn, dan fällt het zich, dan is het ingesteld, dat je wassen is rein en rijdt hem en schijnt leven gaan. Nog een ding, wanneer een kind weggerant, dan doen we een harder straf geven, als wanneer hij vrijwillig komt. En dat fehlt dat het kind dat klaar weet, dat dit mal is de straf harder, wens ik moest die grijpen. En wanneer hij vrijwillig komt, dat hij dat dan ook wat weten. Dit mal is hij niet zo hard, wens du komt. Zo, krijg woostroeven, krijg dus al zeer. Dat kind moet de oorzaak weten. Wanneer hij weggerant, of wat hij gedaan heeft, voor de schachten des, moet het kind weten hoe hij een schacht krijgt. Zij verten beleven dat we geloven dat kind weet krijgen en waar we aan, oh, die weet niet hoe wij in de schacht gekregen. En dat is goed, dat is schädlich. Dat is wichtig dat het kind weet hoe wij in de schacht krijgt. Dan leert hij niks, wanneer hij niet weet wat hij schacht krijgt. Ja, heeft niks geleerd. Dat is dus, de ouderen maken de kinderen schachten, dat is wat die weten. En die zullen aber weten de oorzaak hoe wij in de schacht krijgen, dat ze weten dat ze het nächste Mal voor dat oppassen. En we moeten manchmal erop aankomen, wanneer een kind geleerd had. We hebben zeggen, ik wist dat er weer een keuken op dem Dash en dan weer door een keuken was. Dan vroeg ik, wie heeft deze keuken opgegeten? Ik niet, keiner hat nicht. Jeder einer will, wenn es nicht tun. So ich weiß, wie einer mag, was er gelernt hat. Und wenn ich es anwar, wer da gelernt hat, dann wird er gestraft, verlegen. Dann kommt es darauf an, glaubt er kriegt Strafe, weil er die Küche abgegeben hat? Dann wird eine ganz andere Strafe fehlen als verlegen, right? Well, vielleicht wird ich überhaupt nicht gestraft haben, für die Küche abgegeben, like, don't know what er wird geworden, right? Aber das ist dort, was er arg ist. Was er arg ist, ist, dass du siehst, du deitst nicht, wenn du deitst. Das ist, was er arg ist. Und lehen, dort fängt ein Kind auch so clean an, dass da haben wir das manchmal sehr darauf angekommen, dass wir nach meester clean zum Verhaupt verstehen, wenn was er Straf kriegt. Und er muss aber von Fitz an gelehrt, dass er soll die Wahrheit reden. So, wann der ihr weiß, das ist nicht für die Küche abeten, was du nicht Straf kriegst, das ist für das Legen. Dann schachten, nicht vorher. Das Kind soll das erst weten, wo wir sind. Und so, wenn wir das Kragwellen in Stoppen sahen, manchmal denken alle so, naja, wenn ich dann bloß mal Krag weiß, wo ich das soll. Das erste ist, sei dem Kind das ganz kort und klar, für was ich drauf kriegt. Nummer 2, dann schacht ihn. Nummer 3, dann merk sicher, dass er weiß, dass du am lebst. So, wenn du am lebst, dann wirst du nicht mit einer hohen Stimme, was es sein, dann am der Utgrenzen oder was immer, dann wirst du leiftulich zu am reden. Dazu in die Strafgerichts. Und das braucht euch lang sein, das kann vielleicht was den Stütz ja beschaut holen, vielleicht was noch mit denen zu beten, vielleicht was irgendwas leiftulich vertellen, irgendwas, das dein Nähe weiß, dass du leifsam, du bist nicht da, even wenn du gestraft hast. Und dann Nummer 4, dann tut am gehen. Teil das aus vor dich. Nicht immer wahr nach davon reden, was er letztes getan hat. Gott, der nicht so mit ansehen.
Hij verjaft ons de gans en laat die tag. En dat is wat we dan ook met het kind moeten doen. Dan dat tag doen. En wat erop aankomt om vertrouwen erop brengen, is wanneer we dat dan gaan te andere mensen vertellen. Dat ons kind heeft Strof gehad. De einzige weg waar we dat kind te andere mensen vertellen, is wanneer dat irgendwo wat helpen, dat ik en mijn kind naar dat hulp worden komen. Wens mes Emma wat dat dan woont geven, wanneer het kind aan wat dat ik dat te andere mensen vertel. Zo doen we het met opgepast, dat we dat vertrouwen hebben. En dan, wieso wordt een kind dal? Van wat wordt een kind dal? Wanneer het nog dal is, dan is het nog niet rijdt om gaan. Dan is het niet rijdt om gaan. Manchmal fehlt dann leider eerst mal statt sie dort merken, in seine Stube allein zaten oder irgendwas, wo das dort, wenn er noch da ist, dann ist es noch nicht Zeit, dass er da mal gehen kann. En de oorzaak voor dal worden, een van die oorzaken is, wanneer we te lang proeven te bereden. We proeven te bereden, we willen niet dat schachten en proeven. Dat kind wordt mogelijk een dal, wens we niet klaarheid wezen. Ja, en even beim Strofen, wenn wir den dort bis ganz kort in klar sein, für was der Strof kriegt, entstehen noch lang Frauen. Und besonders wenn wir Frauen, warum deitst du dort? Well, der weiß nicht mal, was der dort deit. Like, das ist nicht die rechte Frau. Bis das, was du tun hast, und für das kriegst du Strof. Wenn wir zu lang bereden, dann wird ein Kind manchmal da machen. En dat andere denk ik is, wanneer dat niet wij nog dat. Dat is de tweede oorzaak, wenn wat er dal wordt. Dat een kind dal wordt. En dat rare is, wir strofen nicht immer rein. En daar hadden we veel mal van. Like, manchmal krijg je Strof van eigen heurs om essen, manchmal dat dan niet. Wel veel krijg ik niet Strof voor dat waarom dat ik nu. En die moet allemaal proeven waar we het komen kan. Zodat het hem dal wordt. Daar werden veel dat we even rein strofen. Verleden krijg je Strof. Dat is ganz klar. Dat is niet zoals wat wanneer je leen wordt, dan krijg je Strof. Wanneer je wegrans, dan krijg je Strof. Dat zijn een paar Beispiele. Maar wanneer we even rein, wanneer we Klarheit hebben, dat we hebben een ziel waar we gaan willen en door dat ziel hebben we gezet. En dan strofen we even rein. Dat is wat we meinen met even rein strofen. Dat meint niet dat het allemaal dezelfde slag moet zijn of dezelfde lepel. Dat meint dat ziel gezet hebben waar we gaan willen met het kind. So een paar dingen wat Strof niet is. Strof is niet te mijn kind. Dat is voor mijn kind. Dat is hem dat kind helpen, niet? Strof is niet wanneer mij nu de moed vol is. Dat is wanneer zijn hart is te schoon. Tim dat ze dat toch doen. En strof is niet wanneer dit nu mijn laatste rood. Ja, dat zal eenmaal de oorzaak zijn, dat is mijn laatste rood. Dat is waar. We hebben een ziel en zo we strofen om den terugweg dat het naar het ziel gaat waar we gaan willen. En zo dat is mijn leven voor het kind dat ik stroef. Dat is niet mijn laatste rood, dat is mijn leven. En ik wil het kind terugleggen. Strof is niet wanneer waar dat zit met mijn kind. Dat is wanneer waar zijn hart is. Strof is niet om mijn kind dal maken. Strof is om zijn gewissen reinigen. En stroef is niet een oorzaak, dat is met een ziel. Zo, een oorzaak, wat we meinen met een oorzaak, dat is krijgt van, zoals dat je ziet, wanneer je een basenstok in je gezicht krijgt, dat kind heeft niks wat ver, dat hij wat wil doen. We regen gedraaid en heeft een basem doen, doorheen krijgt de mama in je gezicht. Zodat, dat is niet een oorzaak voor stroeven. In zijn volle staat. Dat is een ziel. En strof is niet zo wat we daar im leven bis irgendwann aan doen. Strof is om dat kind eruit merken te leven. Zo, tussen deze week. Wanneer die dat ooit, over wat die kind deed, dan houd stil en check. Veelt je strof of veelt je niet?